Die Bibliothek in der Adventszeit ist magisch. Sie scheint wie ein Zufluchtsort von der ganzen Hektik, die draussen herrscht. Da innen ist alles ein bisschen gemächlicher, alles ein bisschen entspannter. Weg vom ganzen Trubel kann man da innen stundenlang in Bücher stöbern und sich ganz diesen Welten hingeben. Auch die Esther liebt die Stimmung. Sie ist mit dem Grund, warum die Esther jetzt schon seit knapp 20 Jahren hier arbeitet. Sie liebt all die verschiedenen Gesichter der Besucher zu schauen, die alle auf ihrer ganz eigenen Mission sind, mit ihren ganz eigenen Geschichten. Aber der beste Moment vom Tag kommt für die Esther nach Ladenschluss. Dann, wenn sie noch die allerletzte Menschenseele dabei ist. In aller Ruhe tut sie alles wieder an seinen Ort stellen, versorgt die Bücher, die noch nicht an ihrem Platz sind, rückt die Stühle zurecht und verriegelt den Haupteingang. Heute, nach dem Versorgen vom letzten Buch, passenderweise eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, läuft Esther noch ein bisschen durch alle dunklen Holzgestelle und schnauft den Geruch ein von diesen tintengeschwärzten Seiten. Etwas, was sie seit Jahren immer am Feierabend macht, bevor sie dann durch den Hinterausgang zum Veloständer verschwindet. Die Bücher sind alphabetisch nach Autorennamen sortiert. Wo sie beim Buchstaben X ankommt, fällt ihr ein Buch im Gestell auf, das scheinbar falsch eingeordnet worden ist. Eine Weihnachtsgeschichte, liest Esther. Das ist ja ganz am verkehrten Ort. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir noch eine zweite Ausgabe davon im Sortiment haben, murmelt sie. Sie zieht das Buch raus und sieht, dass sie vorschnell geurteilt hat. Das Buch ist durchaus richtig versorgt worden. Es ist nämlich nicht von Dickens, sondern von einem Autor namens Frank Oliver Xavier. Noch nie hat Esther von dem Herrn gehört. Wo sie das Buch noch etwas genauer anschaut, merkt sie dann auch, dass es gar nicht eingefasst worden ist. Die Beschriftung und auch der Strichcode zum Scannen fehlen. Esther wird gewundert. Sie muss unbedingt mehr über das Buch erfahren. Sie will es gerade aufklappen und darin lesen, wo sie merkt, dass sie schon viel zu spät dran ist. Sie hat noch zum Nacht abgemacht. Widerwillig stellt sie also das Buch zurück ins Gestell und läuft los. Nach ein paar Schritten kehrt sie aber nochmal um und packt das Buch kurzerhand in ihre Schublade beim Tresen. Sie will nicht riskieren, dass das Buch noch mitgenommen wird. Warum ihr das so wichtig ist, weiss sie in dem Moment selber nicht. Am nächsten Morgen ist Esther schon ziemlich früh in der Bibliothek. Sie hat die ganze Nacht unruhig geschlafen. Das Buch hat sie einfach nicht losgelassen. Darum hat sie die Zeit vor der offiziellen Öffnungszeiten nutzen, um noch ein bisschen drin zu blättern. Aufgeregt stolpert sie durch die Hintertür rein und pressiert zu ihrer Schublade. Das Buch ist immer noch genau dort, wo sie es gelassen hat. Die Esther schnauft erleichtert aus. Wobei, wer hätte das Buch klauen sollen? Muss sie dann doch ein bisschen schmunzeln. Mit einem fast nicht bemerkbaren Zittern in der Hand schlägt sie die erste Seite auf. Eine Weihnachtsgeschichte steht dort nochmal. Und unten dran ein Bild von einem verdorrten Wald. Das gleiche Bild wie schon auf dem Umschlag. Mit einer kleinen Variation. Ein Tier ist gerade dabei, ins Dunkel vom Wald zu verschwinden. Ein Hund oder ein Fuchs? Studiert Esther. Auf der nächsten Seite wird dann langsam ersichtlich, was für eine Art Geschichte das ist. Ein Märchenbuch. Die Geschichte fängt an mit: Es war einmal vor langer, langer Zeit, in einem weit, weit entfernten Land. Seit die Hexe der Finsternis das Sonnenzepter übernommen hatte, war das einst prächtige Land in eine düstere Einöde verwandelt worden. Die Esther liebt Märchen und liest eifrig weiter. Sie findet so heraus, dass die böse Hexe die Sonne auslöschen will. Und der einzige Grund, warum das noch nicht passiert ist eine geheimnisvolle, magische Pflanze. Solange die noch blüht, brennt auch die Sonne noch. Wo die Pflanze sich befindet, weiss aber scheinbar niemand. Nur, dass sie bis mindestens Weihnachten muss am Leben bleiben muss, sonst hat die Hexe gewonnen. Die Esther ist schon ein bisschen angefixt, als sie am Ende des nächsten Abschnitts ankommt und erkennt: Das ist ja gar kein lineares Buch. Nein, es ist ein sogenanntes Mitmachbuch. Das heisst, je nachdem, welche Entscheidungen man trifft, landet man auf einer anderen Seite und somit in einem anderen Verlauf der Geschichte. Die Esther liebt ein gutes Rätsel und will sofort loslegen. Dann sieht sie aber aus dem Augenwinkel die ersten Kunden vor der Tür stehen.
Sie hat völlig Zeit vergessen. Sofort legt sie das rote Lesezeichenband auf die offene Seite und sprintet zu der Tür. Und so nimmt der Tag seinen Lauf. Den ganzen Tag lang denkt Esther an das Buch. Sie hat zwischendurch versucht, etwas zum Autor herauszufinden. Aber so fest sie auch gesucht hat, absolut nichts. Der Mann ist wie ein Phantom. Nicht mal ein Verlag kann sie auf dem Buchdeckel oder sonst mit seinem Buch erkennen. Nur immer wieder Abbildungen von einem Tier, das sie für einen Fuchs halten. Vielleicht gibt es einen Verlag mit Fuchs im Namen. Aber auch das fruchtet nicht. Sie findet zwar den Verlag UT Fuchs, der von seinem Katalog her passen würde, aber kein einziges Buch ist das, das sie in der Hand hat. Sie hat sogar mit Google Lens versucht und das Cover gefüttert. Aber auch das ohne Erfolg. Sie nimmt sich vor, am nächsten Tag ihren Arbeitskollegen zu fragen. Wo die letzten Kunden ihre Sachen ausgelehnt haben, verlässt auch die Esther schneller als sonst Bibi. Das mal mit dem Buch unter dem Arm. In den nächsten Tagen ist Esther noch verschlafener. Sie schafft es einfach nicht, zu einem erfolgreichen Ende im Buch zu kommen. Immer wieder gewinnt die böse Hexe. Die Esther ist inzwischen regelrecht besessen davon. Die Hei hat sie an einem Korkbrett schon rote Fäden gespannt, um zu der richtigen Lösung zu kommen. Aber sie scheint den Faden immer und immer wieder zu verlieren. Wie ein Fuchs bündelt sie ihre ganze Cleverness und zieht jede Variante in Betracht. Aber all der Eifer, all die schlaflosen Nächte bringen nichts als rot unterlaufene Augen und einen hohen Blutdruck. Ihre Freunde und Arbeitskollegen machen sich schon Sorgen um sie. Immerhin, bald ist Weihnachten. Dann hat Esther wieder ein paar Tage frei und kann vielleicht mit frischem Blick an das Mysterium hergehen. Mit einem etwas beruhigteren Verstand bedient Esther gerade einen Herr, der ein neues Bibi-Kärtchen lösen will. Er will nämlich unbedingt noch Bücher auslehnen über die Festtage. Der Mann füllt das Personalienblatt ganz sorgfältig mit einer schnörkeligen Schnürlischrift aus. Die Esther schaut ihn fasziniert an. Irgendetwas an dem Mann zieht sie an. Sind es die stechenden Augen? Das spitzige, fast schon fuchsartige Gesicht? Sie wird aus ihren Gedanken gerissen, wo der Mann ihr Personalienblatt überreicht. Merci vielmals, Herr. Der Name bleibt ihr im Hals stecken. Xavier. Frank Oliver Xavier steht da blau auf weiss. Die Esther starrt den Kunden entgeistert an. Ist alles in Ordnung? Sie getraut sich nicht, ihn zu fragen, ob er ein Buch geschrieben hat und sagt darum nur: Ja, selbstverständlich. Haben Sie Ihre Bücher gerade auslehnen? Ja, gern. Sagt der Herr mit einer unerwartet hohen Stimme. Als er der Esther die Bücher überreicht, wird sie noch ein bisschen irritierter. Ein Buch über Pflanzen kommt und eins über Mystik und Hexerei. Die Esther muss schon fast verzweifelt lachen. So absurd kommt ihr das Ganze vor. Er kann sich aber gerade noch beherrschen, wo sie ihm Viel Spass bei der Lektüre und schöne Weihnachten wünscht. Ich kann's kaum erwarten. Grinst der Mann fast schon ein bisschen hämisch und verlässt mit wehendem Mantel die Bibliothek. Beim Rauslaufen bleibt ein rotes Lesezeichenband in der Tür hängen. Es reißt ab. Die Esther starrt noch eine Weile auf die Tür, wo es plötzlich dunkel wird draussen. Je länger sie rausstarrt, desto finsterer wird es um sie herum. Bis schliesslich auch die Lampen an der Decke kaum mehr die Dunkelheit durchdringen können. In jenem Augenblick, als das letzte Blatt der Pflanze verwelkt war, legte sich die Düsternis über das Land. Kein Sonnenstrahl berührte mehr die Erde, keine Pflanze vermochte mehr zu blühen. Das Leben im Land erlosch für immer und ewig. Einzig im Turm der Hexe der Finsternis bewegte sich noch jemand. Die Hexe. Sie saß hämisch lächelnd an ihrem Spinnrad und webte mit rotem Garn ihre nächste dunkle Geschichte.